Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße euch herzlich heute hier aus Thun zum Jungfrau-Zeitung Panorama. Wir haben folgende 3 Beiträge für euch vorbereitet. Die Eröffnung der Suvi GmbH, Fledermäuse und Lederhüte, das neue Verkaufsportal von Dr. Meyer Immobilien. Was sonst noch alles gelaufen ist, haben wir euch kurz und kompakt zusammengefasst. Ständerat will in Bundesrat. Der Werner Salzmann stellt sich auf. Der 59-jährige Berner Stadtrat hat seine Kandidatur am Freitagmorgen auf now.ch bekannt gegeben und gegenüber Keystone SDA bestätigt. Er hat das Anforderungsprofil studiert und sei zum Schluss gekommen, dass er es erfülle. Energiesparplan Kanton Bern. Maximal 20 Grad in den Schulzimmern. Der Kanton Bern will mit tieferen Raumtemperaturen und Verzicht auf unnötige Beleuchtung an den Schulen Energie sparen. Die Massnahme gilt ab 17. Oktober. A8 bei Leissingen. Autofahrer nach Frontalkollision verstorben. Der Unfall zwischen einem Lieferwagen und einem Auto ereignet sich am Freitagmorgen. Der Autofahrer ist nach der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Lieferwagenlenker ist mit seinen Verletzungen ins Spital gebracht worden. Die A8 zwischen Interlaken und Spiez war mehrere Stunden gesperrt. Zum Unfall sind Ermittlungen im Gang. Angela Hulliger und Silas Borre dürfen sich seit fast einem Jahr Gründerin und Gründer der Suvi GmbH nennen. Der Manuel Moser hat mit ihnen über die Höhen und Tiefen des Gründen geredet. Im Zurückerinnern ist der Moment, wo er gesagt hat, ja, wir gründen. Was ist dir so durch den Kopf gegangen? Ja, das ganze neue Zeit anfängt. Das ist natürlich etwas, das extrem viele Herausforderungen und neue Themen mit sich bringt. Und das macht manchmal ein bisschen Angst. Es braucht sicher auch eine gute Portion Mut dabei. Aber wir waren uns so sicher, dass das Konzept verhält, dass es wirklich Sinn macht und dass wir mit allem dabei sind. Also, dass es muss funktionieren und darum sind wir eigentlich von Anfang an. Ja, ich meine, es fällt an, dann hört es einfach auf. Genau. Ja, es fängt so ein bisschen Step by Step an. Oder? Und dann irgendwann investierst du schon Geld und dann merkst du so, ja, du kannst gar nichts. Also, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, also jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Oder? Jetzt gehen wir einfach. Oder? Hat es irgendwas gegeben, was ihr komplett unterschätzt habt am Anfang? Ich würde sagen, wir haben eigentlich... Also ich bin sehr berechnet. Ich kalkuliere alles 3-mal durch und überlege es. Und eigentlich so in Detail rein denke ich recht weit. Und ich würde sagen, wir haben nichts grob nicht daran gedacht. Es ist mehr, gewisse Sachen haben wir einfach keine Erfahrungswerte gehabt. Zeit vielleicht, würde ich sagen. Zeit ist schon, wenn man so die erste Planung anschaut, wie viele Kühlschränke wir werden platzieren und in welchem Zeitraum. Ich glaube, dort haben wir uns schon ein bisschen übernommen und gefunden, dass wir sind schnell auch in den Umsetzungen. Und ich glaube, dort haben wir uns ein bisschen zurückgenommen. Vielleicht ein bisschen das Tempo rausgenommen, weil wir wirklich gemerkt haben, hey, die Erfahrungen die müssen zuerst einfließen, die Sachen müssen zuerst entstehen. Und ich glaube, das war für mich so das, was ich ein bisschen falsch eingeschätzt habe, dass wir schneller wachsen können. Und vielleicht die umgekehrte Frage, was war einfacher gewesen, als ihr am Anfang gedacht habt? Kunden zu finden, die ersten. Ja, wirklich zu testen. Dort haben wir halt mega Glück gehabt. Jetzt mit dem Standort hier im Coworking Space in der MedTech Hub, der für uns eine extrem grosse Chance war. Also wir haben wirklich im Oktober die Firma gegründet und im Dezember sind wir hier produktiv gelaufen. Und das haben wir nicht erwartet. Du wirst halt ins kalte Wasser geschlossen. Ja. Ja, wir haben es nicht gewusst, das müssen machen. Und wir gesagt, Jetzt das heisst es Konzept, das ist unser Preis, das die Dienstleistung. Ja, das waren alles irgendwelche Annahmen, oder? Ja. Ja, dann mussten wir hertatschen. Aber schlussendlich ist eigentlich alles reibungslos, hat funktioniert. Ja. Der Adam Cruise arbeitet seit Jahren für die Fondation Franz Weber. Im Gespräch mit der Vera Weber erzählt er, was wir Menschen für einen Einfluss auf weltweit verbreitete Krankheiten haben. It's Not About the Bats is a book that starts on the whole notion that bats cause this massive coronavirus. You know, other animals also cause a lot of diseases. So we've had civets that cause the SARS disease, which also probably originated from bats. Or we have swine flu or bird flu. The fault of all these diseases in the world is about humans. It's about how humans have kind of encroached into nature and have unlocked these diseases that normally would be diluted by nature. Basically, everything that we do is creating massive problems. Deforestation, habitat encroachment, climate change, pollution, the destruction of species. I mean, we've seen, you know, almost 70% of species disappear
since the 1970s. If we don't protect biodiversity, we are not looking after ourselves. And in actual fact, by taking out the rainforests, by destroying all the insects, by taking out all these animals that seemingly have no economic value to us, we actually are writing our own eventual extinction. And then at the end of the book, it tries to look at possible solutions. Like, if this is what we're doing wrong, what should we then do to make it right? And essentially, that's what this book is about. Last year, you went to Namibia to make a report on the fate and situation of the desert elephants. What happened since your report? Unfortunately, despite that report, and despite all the media and the campaigning by FFW and others, the Namibian government still captured those elephants, and they managed to take out about 57, 22 of which went to the United Arab Emirates. We don't know what's going to happen yet to the desert elephants, but they didn't listen to any kind of sound reasoning, and they put their own elephants under severe threat, to the point that we might see these desert elephants disappear for good. Zimbabwe, in the last 7 years or so, sold 144 elephants to China. And 2 years ago, we actually stopped it. Vera and FFW were at the big conference of the parties, which was held at Geneva. They campaigned really, really hard with a lot of governments around the world, particularly African governments. We've got another conference of the parties coming up at the end of this year in Panama. And of course, FFW are going to be there. And of course, they're going to be doing exactly the same thing. And there is a very strong likelihood that they will stop Namibia from ever doing this again. You went to Botswana in May to expose the fallacies, saying that having trophy hunting is good for local communities. What was your findings in Botswana? Because trophy hunting is now held up as the only means of income in that area, that prevents any other means of income coming through. And my investigation showed that these people that rely on trophy hunting are by far the poorest people in the country. And Botswana, remember, is a wealthy country, and there's no reason why they need to lose out. You know, take trophy hunting away, replace it with photographic tourism. You've got your solution sold. Und wir gehen nochmal auf Bern. Dr. Meyer Immobilien hat ein neues Verkaufsportal. Der Bernhard Beckle ist auf Bern und hat von Patrick Klosli einen spannenden Einblick ins Portal bekommen. Wir sind hier bei Dr. Meyer Immobilien, seit 45 Jahren tätig im Grossraum Bern. Wir freuen uns, heute euch unser neues Verkaufsportal vorzustellen und werden dort kurz auf die wichtigsten Punkte eingehen. Das heisst, häufig starten wir den Erstkontakt mit einer kostenlosen Bewertung. Geht dann weiter zum Honorarrechner, der die Möglichkeit hat, zwischen verschiedenen Modellen auszuwählen. Seht aber auch sämtliche Massnahmen, die ihr erwarten dürft, wie unsere Verkaufsdokumentation, virtuelles Sanieren, virtuelles Renovieren, virtuelle 360-Grad-Rundgänge und so weiter. Wir freuen uns, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet, sei das über eine Webseite via Chat-Funktion, sei das über das Kontaktformular per Mail oder via Telefon. In der ganzen Zeit der Digitalisierung ist nicht zu vergessen, steckt der Mensch hinter dieser ganzen Beziehung. Und dort ist das Vertrauen im Immobilienverkauf sehr wichtig. Also das heisst, die Persönlichkeit wird bei uns gross geschrieben und ist ein sehr wichtiger Punkt im Immobilienverkauf. Ob das Wetter über das Wochenende so schön bleibt, verraten euch Kollegen von Meteo News. Das war es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr unter www.jungfrauzeitung.ch. Ich danke euch vielmals für Zuzuschauen und wünsche euch ein ganz schönes Wochenende. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von der Jungfrau-Zeitung. Herzlich willkommen bei Ihrem Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Ja, oben hui und dann pfui. So sind wir in den Freitag gestartet. Seit dem Wetter tagsüber hat sich der Nebel mehrheitlich aufgelöst. Oberhalb und außerhalb vom Nebel hat es erneut einen goldigen Herbsttag für alle gegeben. Morgen heisst es dann für alle pfui.
Zitawetter. Im Verlauf vom Samstag überquert uns eine schwache Kaltfront. In einem Samstagmorgen starten wir meist bewölkt und vor allem im Oberland mit ein bisschen Regen. In Frutigen starten wir mit 9 Grad, in Burgdorf mit 10 Grad in einem Samstagvormittag. Am Nachmittag wird es dann im Seeland weitgehend trocken mit zunehmenden Auflockerungen. Im Oberland bleibt es weiterhin meist bewölkt und gelegentlich nass. 0 Grad Grenze liegt auf rund 3000 Metern. Dazu geht auf den Bergen ein mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. In Interlaken erwarten wir um die 16 Grad, in Bern um die 17 Grad. Am Sonntag gibt es Hochnebel mit Obergrenzen auf rund 1200 bis 1400 Metern. Der löst sich tagsüber langsam auf und sonst zeigt sich der Sonntag recht sonnig mit hohen Wolkenfeldern und es geht dann mit einem veränderlichen Mix aus Sonne und Wolken weiter. Ein geringes Schauerrisiko im Oberland müssen wir dann vom Montag bis am Mittwoch auf dem Radar haben. Ja, das war schon wieder Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Herbstzeit. Ade miteinander.